Hey Oli, ich glaube, wir sind on. Hey, heute zusammen, willkommen zum ersten Schweizer Fischer-Podcast. Fischverrückt! Ja Mann, auch von meiner Seite her ein herzliches Willkommen. Und wir sind zurück nach einer langen Sommerpause. Ja. Ich muss sagen, ich habe es schon ein bisschen vermisst. Nicht deine Fresse, aber da kann ich schnurren. Ja, ich dein Gesicht auch nicht. Obwohl ich weiss immer noch nicht, wo dein Gesicht ist, ob das ist, wo am Mikrofon ist oder nicht. Weil auch da kommt Scheiße raus. Jetzt haben sie alles in der Piepse. Hey, schön haben wir wieder eingeschaltet. Lang ist es her? Lang ist es her. Wirklich lang ist es her. Wirklich... Krass, was war das gewesen? Mit dem Sedi war die letzte Folge gewesen. Ja, voll. Da haben wir ja noch die Abstimmungsergebnisse und so. Jawohl, Stimmt. aber traditionell, wie es so ist. Der Oli hat ein Bier mitgebracht. Ja, der Northern Golden. Ich weiss nicht, wie man das ausspricht, aber ich hoffe, der Oli hat es richtig ausgesprochen. Nein, und sonst, Nordlands Gold heisst es. alle, die irgendwo da aussen etwas mit Schweden am Hut haben, hängen den Oli. Machen nur, ist kein Problem. Easy. Ja, ich habe immerhin Bier mitgebracht aus der Ferie. Ich habe an dich gedacht. Ja, das stimmt. Aber ich habe den Kühlschrank auch aufgefüllt. Bröstli. Oh, schaumet. Oli, es schaumet. Ja, sorry, ich habe mit dem Rucksack daher müssen. Cheers. Ja, das muss sein. Oh, mit. Cheers. Pitchlet. Ja, hat halt nur 3,3% Alkohol. Ja, hey, das stimmt, die sind dort oben all so leid. Ja, voll. Du musst für harten Alkohol musst du extra in einen Shop Ja, gehen. in so einen, wie heisst die? Ja, ich weiß es nicht, ich bin nie drin gewesen. Gott, jetzt kommen wir gerade in den Sinn, aber wir haben die immer gesucht in Schweden oben. Die Läden. Wie heissen die? Gottverdeckel. Steht sicher nicht dort drauf. Ja, es heisst glaube ich so Alkoholladen oder so. Ja, ist ja gleich. Egal. Sauber. Jo! Cool. Hey, Oli, danke vielmals fürs Bier. Ist jetzt Gerne. nicht gerade so mies, ist sehr bitter, dunkt mir. Es ist jetzt nicht so schlimm. Ich finde, man merkt einfach, dass es ein bisschen nicht viel Alkohol Also, drin ja, hat. dass es halt light ist. Ja, das ist halt light. Aber ja. ich finde, Das es ist Lager auch halt. bitter. Es ist auch bitter. Es ist nicht so wie ein Moretti oder das Feldschlösser, das wir jetzt hatten. Aber es ist doch immer so, wenn du irgendwo in der Ferien bist, du trinkst das Bier, es erinnert dich einfach an die Ferien. Alles andere, wenn du es da trinkst, ist es einfach etwas anderes. Ja, als und es schmeckt dort auch anders. Ja, voll. Schmeckt auch anders, ja. Ja, absolut. Ja gut, nichtsdestotrotz würde ich sagen, haben wir genug über das Bier geredet. Das ist ja nicht so gewünscht. Nein, wir sind ja kein Bier-Podcast. Obwohl, wir können eigentlich ein zweites Standbein auftun, ein Bier. Eigentlich könnte man Bierverrückt noch nebenzu Ja, machen, voll. oder? Das würde sich ja noch ein paar interessieren. Sorry. Ja, das kannst du auch piepsen. Gut. Ja, ihr merkt, wir sind schon lange nicht mehr da unten in unserem schönen, Ja. kühlen Bunker gehockt. Übrigens Absolut. sehr angenehm da unten. Gell? Da oben verbrätelt man fast. Da oben ist es brutal warm. Abartig. Aber es ist ein Sommer, Oli. Hey, Ja, stell dir mal endlich, vor, es wäre endlich Sommer. 20 Grad im Sommer. Weißt du, wie viele Leute würden dann motzen? Ja, aber ich muss Ja. jetzt sagen, ich würde nicht mehr motzen. Nachdem ich jetzt in Schweden war, würde ich nicht mehr motzen. Ja, aber du kannst nicht davon ausgehen, dass die, keine Ahnung, 3/4 von der Schweizer Bevölkerung in Schweden war, um zu wissen, dass auch bei 27 Grad kann angenehm sein kann. Ja, das stimmt natürlich. Hey, ich würde sagen, bevor wir da schon voll reingehen, wenn wir noch auf die Reaktionen eingehen. Ja, aber bevor wir auf die Reaktionen eingehen, Ich weiss, Hey. was jetzt kommt. geht zum Aschi aufs Profil, zum Aschi_Fishing und zieht euch das letzte Reel ein, das er gepostet hat. Bitte. Und weißt du, was machen wir auch? Wenn ihr das gemacht habt, dann tun alle Kommentare das Emoji mit dem Teufel rein. Dann weiss der Aschi, dass das alles Fischverrückt-Community So ist. geil. So machen wir es. Ah, herrlich. Das Video ist einfach genial. Ich verrate euch nicht, was es ist, aber schaut es an. Schaut es an. Es lohnt sich. Es geht um Sonnencreme. Ja. Mhm. Genau. Sorry, Aschi. Gut. Ja, hey, und ich habe dann noch etwas. Und zwar habe ich die Kommentarfunktion von Spotify. Hey, was ist mit dir los? Es geht nicht mehr. Wir haben 2 Kommentare jetzt bekommen in dieser Zeit, in diesen 3,5 Wochen. Einen bei dieser Episode, einen bei einer vorherigen. Aber ich habe keine Ahnung, über was es die kommen, weil ich selber kann auf Spotify nicht mehr kommentieren. Ich weiß nicht, ob du es mal probiert hast. Wenn ich das App aufmache, ich kann nicht kommentieren. Wie habt ihr das geschafft? Hört ihr nicht über Spotify? Oder, Haben das Keine App nicht Ahnung. aktualisiert? ja, haben ihr das App nicht aktualisiert vielleicht? Ja, mir ist aufgefallen, wir haben keinen Kommentar mehr Ja. auf unseren Episoden. Das haben wir immer. Ja, haben wir. 4-5 Kommentare mindestens. Nein, gehabt. mehr. Viel mehr? Ja. Okay. Ja, ist komisch.
Hey, vielleicht auch mal etwas, wo wir uns intern mal dahinter klemmen. Ja, oder vielleicht müssen wir das App noch einmal aktualisieren. Ich hoffe es zwar nicht. Nein, ich aber- glaube nicht. Nein, ich habe keine Ahnung wieso, aber wir kommen keinen Kommentar mehr über. Aber ja, no, bleibt halt die Bodensau, die ich immer noch zu verlosen habe, seit 2 Episoden noch ein bisschen länger bei mir, egal. Du, wir finden schon noch Ja. ein Hürtchen, wo man das Ja, kann verlosen. ja. Und sonst fische ich den auch bald selber, ist auch okay. Fängt ja sowieso nicht. Genau. Was ist da mit dem Bier? Ah, hast du den Kommentar nicht gelesen? Ich habe jetzt eben gedacht, dass du den bringst. Nein, sorry. Ja, hey, der Stü hat noch kommentiert. Er ist einer von den wenigen, die können kommentieren können. Stü, wie hast du das gemacht? Er hat gesagt, er würde uns ein 6er-Bier sponsern. Wahrscheinlich, weil die Abstimmung so, ja, ich sag's mal, ausgeglichen rausgekommen ist, ob wir sollen über Bier reden oder nicht. Hat er gefunden, er tue uns ein 6. Also er würde uns ein 6er sponsern. Aber hey, Stü, danke vielmals an dieser Stelle. Aber ja, ich glaube, das können wir uns selber leisten. Ist okay. Danke vielmals, ist mega lieb gemeint. Aber du darfst gerne eine Bierempfehlung abgeben. Ich habe dich noch gefragt, ich habe dir auch noch einen Kommentar geschrieben, weil Antworten kommen. Und da habe ich gefragt, welches würdest du empfehlen. Und bis jetzt ist noch nichts retour gekommen. Also von dem her, haus mal da, bei dieser Episode nie von mir aus, welches Bier würdest du empfehlen? Weil, ja, wir sind da sehr exotisch jetzt mit einem 3,5 Volumenprozent Bier unterwegs. Und es ist so, ja, es ist... Ja, ein bisschen Wasser, ein bisschen stärkeres Wasser. Ja, Erinnerung für mich an Schweden mehr. Dann haben wir ja noch eine Umfrage gemacht in der letzten Episode, der 15., wo wir gefragt haben, kennt ihr Fischer mit Handicap? Und 57% kennen niemanden, Ja, aber der es sind Fischer eigentlich- ein Handicap Es hat. sind eigentlich noch viele, die jemanden kennen, die Fischer, also wo Ja, wo 43%, das Handicap hat und ja. fischen. Das ist spannend, ja. Finde ich noch viel. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Weil ich kenne, Das sehe ich. ja. Mal, also kenne ich übertrieben mehr so über Instagram. In Deutschland gibt es jemanden, der die Hand nicht hat und fischt. Ah, okay. Noch nie Und er gesehen. fischt auch Baitcaster und so, ist mega spannend, wie er das macht. Wow, Ich Freak. kann dir sonst mal das Ding dann schicken. Ja. Aber sonst kenne ich nicht. Also, Nein, kann er von nicht. dem her ist es eigentlich schon noch spannend, ja. Voll. Außer alle kennen den Sedi. Das kann natürlich auch sein. Ja. Jetzt Ja. sowieso nach dem Podcast. Ja gut, dann Oli, was meinst du, wenn wir in die nächste Rubrik? Meine Woche, deine Woche. Also der richtige Knopf habe ich immer noch bereicht. Ja, das ist gut, das ist Mal gut. schauen, wie es dann die nächsten paar Mal aussieht. Und du hast es geschafft, ohne dass du es anschreiben musst. Ohne dass man es anschießt. Hey, willst du anfangen? Ich habe Deine Woche brutal ist- viel. Ja, meine ist eben ein bisschen kürzer. Weil ich komme nachher noch zu meinen Wochen. Eben, also komm, fang doch du an. Also, hey, bei mir diese Woche, sorry für die meinen YouTube-Kanal verfolgen. Ich habe leider schon verkackt, nach einem halben Jahr. Ja, muss sein, danke Nico. Weil mein Ziel war, einmal im Monat ein Video droppen, Juli, August. Habe ich es leider nicht geschafft. Ich kann es nicht versprechen, aber ich bin heute das erste Mal wieder hergehockt für ein richtig geiles Video. Und zwar Holland wird das nächste Video sein. Ja, aber Oli, jetzt mal eine Frage. Du Yes. bist ja noch nicht Papi. Nein. Wie stellst du dir das mit dem Kind vor? Da reden wir ein anderes Mal drüber. Hey, Ich freue mich auf ich habe die mich im Fall- Januar-Episode. Ich habe mich das gefragt, gerade ein Schweden. Nebst dem ich wieder ein bisschen eine Krise hatte. Es ist einfach so, es ist ein hure undankbares Hobby, finde ich. YouTube machen, es macht mir nicht mehr ganz so Spass wie am Anfang, weil ich merke, dass ich mir selber mega viel Druck mache. Und ich will deliveren, ich will geile Videos bringen mit geilen Fisch. Und selbst in Schweden ist es nicht ganz so einfach gewesen. Hey, sorry, wenn ich da gerade reinschiesse, Ja. sorry. Hey Yashi, du bist ein geiler Sieg. Dashi hat gerade geschrieben, Aber verrat noch nicht. nein. Und er ist gerade beim Kili, ist der Kili am Besuchen. Ah, super. Geiler Typ. Wuhu! Genau, aber es wird ein nächstes Video kommen. Dann war bei mir wieder die Woche Back to the Roots. Genau, ich bin nach 3 Wochen Sommerferien wieder zurück im Alltag. Und ja, es ist doch noch einiges zu tun daheim im Haushalt und natürlich beim Arbeiten auch wieder. Recht so, recht Gell? so. Hey. Wie es muss sein. Und dann habe ich mir einen neuen Baitcaster geleistet. Wer hat den kann? Was für eine? Erzähl. Ich bin Kann- gickerig. Du bist gickerig. Ja, sag. Ich habe Blue Lightning. Oh, wirklich? Hast Ich habe mir Blue Lightning zutun mit einer Shimano Metanium.
So eine Special Edition. Die habe ich zwar dann auf Ricardo bei jemandem erworben, weil ich nicht ganz so viel Geld ausgeben wollte. DC, nein, oder? Ja, doch. Blue Lightning ist DC, wieso? Nein, Metanium. Ja. Wieso? Die ist brutal geil und das sage ich dir jetzt schon. Ich weiss, ja, jeden das seine. Ich bin kein Fan von DC-Rollen. Aber sie machen nicht so das macht sie nicht so brutal. Ja. Ich bin gleich kein Fan von DC-Rollen, aber es ist egal. Sie du musst happy sein. Brutal weit. Das glaube ich dir. Mit DC kannst du geil rühren. Das ist auch absolut okay. Ist auch absolut in Ordnung so. Aber ich nein. So ich bin bin gar kein Fan. Locker. Und da habe ich nicht mal voll durchgezogen. Ja, schön. Aber ich will eigentlich über die Route reden. Die Route, Robin, big up to you. Brutale Route. Geil. Welche hast du? 7 bis 28? Ja. Ja. Also so eben so ein bisschen schwerer Barschfischen, leichtes Hechtfischen. Ja. Hat mir jetzt in Schweden, muss ich ehrlich gesagt, ein bisschen gefehlt, so eine Route, so ein Zwischenmaß, wo du einfach schnell kannst mitnehmen und sagen, komm, jetzt gehen wir da spazieren und ich nehme noch schnell eine Route mit. Das wäre jetzt super gewesen, zum Mitnehmen. Darum habe ich sie mir dann auch zutun. Mega geil. Nach Schweden. Nach Schweden. Weil sie dir in Schweden gefehlt hast du sie nach Schweden zu. Ja, also okay. während dem Schweden-Urlaub eigentlich. Ja. Ja, Robin, ausführliches Feedback hast du ja von mir. Sehr geil. Genau, Cool. Das wäre meine Woche gewesen. Der Rest über Schweden und Mercozzo erzähle ich euch nachher. Sehr gut. Jetzt bin ich gespannt, was du so getrieben hast die letzten 3 Wochen. So, also. Ich kann jetzt Bier trinken. Ja, du kannst jetzt mal ein bisschen zurücklehnen. Ich mache da mal schön meine Notizen auf, weil die mich kennen, wissen, dass ich sehr viele Notizen brauche. Nicht vergesslich bin, aber viele Notizen brauche. Hey, ich bin am Obersee fischen. Es war geil. Der Obersee ist einfach... Der hat es dir angetan, Der hat es mir angetan, ja. Ich habe sogar mit der Sina diskutiert, ob ich mir nächstes Jahr die Jahreskarte hole. Vom Boot. Mhm. Es gibt einfach 2-3 Pains. Nur rein den Obersee kannst du nicht lösen. Weil dann müsstest du entweder die Schweizer Seite lösen oder die St. Galler Seite. Ja. Und die St. Galler Seite, ich weiss nicht, ob du Patent bekommst, Jahreskarte für den Obersee. Kanton Schweiz hast du nur entweder Fluss oder See, Jahreskarte. Und als Auswärtige zahlst du die dumm und dämlich. Wirklich? Ja. Darum ist es so ein bisschen, ich glaube, wenn, dann wäre es wahrscheinlich die schleuste Überlegung, dass du 3 Seen würdest lösen. Das heisst Zürichsee mit Obersee plus Pfäffiken-Greifensee. Vom Boot? Vom Boot. Was? 350 Stutz. Ja, finde ich, also... Schweiz zahlst du mehr. Aber, ja. Da kann ich im ganzen Kanton fischen für den Seich. In welchem Das Kanton? geht. Schweiz? Tessin. Tessin. Ja, hey. Weißt du, das zahle ich da für mein Haus? Ja, nein, ist ja gleich. Okay, ja, aber es ist im Fall, Idees. im Fall gar nicht so dumm, weil ich habe auch gemerkt, im Fall am Greifensee das Jahr, ich bin zweimal am Greifensee fischen das Jahr. Ja. Weiß auch nicht, das hat mir das Jahr nicht so Also, angetan und darum kann ich dich Die voll 350, 350 gell, die wären mit Gastpatent. 3 See mit Gast. Ja. Das wäre noch... Aber dann hast du den ganzen Zürichsee. Ja, genau. Da hast du den ganzen Zürichsee mit dem Obersee. Das müsste doch dann auch einzeln geben. Du kannst eben nicht nur einfach den Obersee lösen, weil der Obersee ja geteilt ist, Schweiz, Zürich, Rappi. Oder nur Schweiz und Rappi. Und durch Schweiz und St. Gallen. Und durch das, ja. Okay. Und du kommst auf der Homepage vom Kanton Schweiz kommst du nicht einfach nur für den Obersee Karten über. Auch wenn du eine Tageskarte löst, hast du einfach Boot erwachsen einen Tag. Ja. Darum, okay. Ja, ist es relativ, soll ich sagen... Ja, easy. Und wie viel Mal musst du gehen, bis du es draussen hast? Ja, kannst du selber ausrechnen, 350 Stutz kostet die Jahreskarte, 25 Stutz Tageskarte. 10... Ich bin nicht gut in Mathe, das wissen die Leute. 12, 14 Mal müsste ich gehen. Ja, easy. Mit dem Jack, oder? Ja. Weil vom Ufer aus habe ich sie, das 3 See plus Gast. Und... Aber im Fall, ich habe den gleichen Gedanken gemacht, ob ich das nächste Jahr nochmal den Greifensee löse. Ja. Weil ich bin so viel das Jahr rumgereist und an anderen Seen. Ja. Gut, Frage, also wirst du nächstes Jahr nicht machen. Nächstes Jahr wirst du weniger rumreisen. Ja. Von dem her macht es eher Sinn, wenn du nächstes Jahr... Aber das musst du wissen, das... Ja. Easy. Aber ich kann dich verstehen. Aber ich bin dann mal gespannt drauf. Wir haben schon im Auto geplaudert. Ja, unbedingt. Wir müssen die Planung müssen wir ein bisschen verfolgen dort für dich, gell? Also nicht nur für dich, auch für mich. Ich will ja fischen. Jawohl. Wir haben immer noch gewisse Sachen offen, wo ich sehr heiß drauf bin. Aber wenn du sagst, wenn es so läuft, wie du das gesagt hast, dann lange immer auch am Abend mal 3-4 Stündchen. Wenn es dann auch läuft. Genau. Die Frage ist auch, wie läuft es dann? Oder? Also, oder wie lange läuft es noch so oder wie auch immer, oder? Richtig, darum will ich es gar nicht mehr so rausschieben, weil ich habe gesehen, ist das, was wir geplant haben, ziemlich weit noch weg.
Eben. Aber wir reden Ja, nachher genau. sonst mal noch drüber. Jo, dann bin ich natürlich zum Kili noch aushelfen. Der Kili ist ja immer noch in der Epi-Klinik, Zürich-Lenk. Hey, aber ihm geht es eigentlich, er ist auf dem Weg zur Besserung. Er kann jetzt mittlerweile laufen, finde ich geil. Cool. Mhm. Mega. Hat mir auch ein Video geschickt, wie er in die Tür läuft vom Zimmer. Also nicht in die Tür, jetzt einfach zur Tür. Ja. So. Tuff. Nein, hör auf. Ja, und übrigens, wie ich schon gesagt habe, der Aschi ist jetzt gerade draussen, mega cool. Finde ich super. Er hat auch immer noch viel Besuch. Das ist die Szene. Ja, ich find das wirklich mega. Ich glaube, der Kili ist nie irgendwie alleine. Also, klar hat der Besuch mittlerweile ein bisschen abgegeben, was ja aber auch verständlich ist, weil es kann nicht jeder einfach jeden Tag oder jeden zweiten Tag Ja, das ist auch anstrengend irgendwann. Ja, aber... nein, ist Hey, cool. aber auch, dass ihr den Laden so macht, du und Jörg, das finde ich mega stark. Es sind nicht nur wir zwei, gell? Also, es sind Ich noch sehe es viel einfach mehr. nur von euch zwei, Letztes oder Mal höre es nur sind von euch zwei. Aschi und Geier noch im Laden gewesen und es war eine mega coole Stimmung gewesen. Hey, von dem, nein, ist ja geil, ist ja cool, es macht ja auch Spass so, es ist ja schön. Also, und so etwas machst du ja gerne. Weil du weißt, beim Kili würde es retour kommen. Ich habe mir das Welsholz gekauft, übrigens. Ja. Aber Ich ich will dir nochmal anhängen, so ein bisschen... Ja, sorry, Die Schweizer krasses Thema. Die Schweizer Szene, finde ich, oder die Angelszene hat schon auch seine andere Seite. Ja, Aber das finde ich jetzt mal etwas mega Cooles und Positives, wo man mal muss so ein bisschen raushauen muss. absolut. Dass man einander unter die Arme greift, gerade wenn so etwas ist. Ja, hey, das finde ich mega. Ja, voll. Mega. Ich wollte den Kili eigentlich noch fragen, wie viel Herzen das er mittlerweile bekommen hat. Habe ich natürlich nicht gemacht. Ja, Kili, Egal, wenn du das hörst... Schicke wieder rein, blaue Herzchen. Ja, ich war ja heute auch noch bei ihm gewesen. Von dem her, jo. Hey, genau, so ein das. Dann hatte ich Töffli-Reis. Hey, völlig fernab vom Fischen, sorry. Mega geil gsi. Ich habe wieder mal auf das Möffeli gezogen. Wir gehen ja alle Jahre. Das Jahr waren wir 12 Töffli gsi. Wirklich geil. 12 Töffli im Thurgau raus, bei den Öpfelkönigen. Mostindien, wie man so schön sagt. Sorry, alle Thurgauer draussen. Sorry, Siro. Oder er ist, glaube ich, Thurgauer. Kommt irgendwie auf. Ja. Ja, ist ja gleich. Ist auch nicht böse gemeint. Ja. Ich rede nur ein bisschen komisch, gell? Ja, genau. Nein, es war mega cool gewesen. Wir sind recht im Scheiß rumgefahren, noch über das Appenzell und alles drum und dran. Und heim haben wir noch ein paar Hügel gemacht. Mega cool. Für alle Jungen, nein, nicht die E-Roller, Nein, es sind Töffli. wirklich noch die umweltverpestenden, Sackgeld Hämorrhoidenschüttler, wie man so schön Sag noch sagt. schnell, was du für ein Töffli hast, für die ältere Generation. Ich habe, also für die ältere Generation habe ich natürlich ein Sachs Mondia 503 HG, So ein das Schweizer 2-Gang handgeschaltet, und für die jüngere Generation habe ich ein Sachs Boni noch als Zweitöffli, Ja. aber mit dem fährt sie noch hauptsächlich rum. Das ist ein Automat. Aber das Mondia, das ist wirklich, habe ich vom Jan gekauft. Den Jan habe ich übrigens mal, ich habe das Töffli mal gekauft und der hat gesagt, ich geredet, was schaffst denn du? Und ich so, ja, Forstware, gell. Da habe ich noch im Wald draussen gearbeitet. Und darauf habe ich irgendwie einen Stellenwechsel gehabt, bin zu der Connect.com, da Glasfasergeschichte und auf einmal sehe ich den wieder. Und so, Jan? Ah, Nico, hoi, was machst denn du da? Ich habe gemeint, du sitzt im Wald. Ja, nein, nicht mehr. Hey, und darauf haben wir uns noch auf dem Lungersee gesehen, am Fischen. Dann wissen wir auch, dass wir beide fischen. Echt geil. Ja, ist cool. Auf jeden Fall das Töffli abgekauft, genau. Ja, dann Start, Verkauf, Adventskalender. Man glaubt es fast nicht. Wir haben Mitte August. Wenn ihr den Podcast hört, ist der 18. August und der Adventskalender ist schon raus. Für alle die den Newsletter abonniert haben, die haben den eigentlich schon bekommen. Die es noch nicht gemacht haben, machen es noch. www.major-fish.ch. Jetzt musst du noch sagen, welcher Adventskalender? Was wollen? Der Majorfish, der My Tacklebox Adventskalender. Excuse. Ja klar, ja natürlich. Das ist ja der einzige Adventskalender, den ich habe. Ja, Genau. vielleicht hörst du ja zum ersten Mal jemand unsere Episode. Ja gut, aber die könnt ihr natürlich dann auf majorfish.ch schauen und gesagt, der grosse Adventskalender, der Vorverkauf hat begonnen. Stabil. Genau. Ja, das ist noch. Und übrigens, einfach, dass ich es jetzt da schon mal gesagt habe, und die einen bestellen, der Versand ist erst am 15. November. Einfach so, dass ich es gesagt habe. Ja? Gut, super. Falls irgendjemand kommt und sagt, ich habe das im Podcast gehört, wann wird der endlich verschickt? Dann muss ich sagen, dann lass doch die Episode noch einmal. Ich sage dir dann auch, wenn es verschickt wird. Gut, egal. Hey, und dann pelagic.ch.
Wem sagt das etwas? Sagt ihr das etwas? Nein. Sagt ihr nicht? Die haben so Rebel Cell Akkus, die sind sehr aufs pelagische Fischen ausgelegt. Tom heisst dort der Shop-Owner. Der hat aktuell die Homepage vom Netz genommen. Und zwar aus dem einfachen und simpel blöden Grund, dass die Post kein Gefahrengut mehr transportiert. Sprich, die Batterie geht unter Gefahrengut, also transportieren sie die Batterie nicht mehr. Okay. Ja, das heisst, du musst eigentlich alles mit dem Pflanzer, mit DHL, DPD, weiss der Teufel wem, verschicken. Und wenn du zu wenig Päckchen hast, ist ein Päckchen halt nicht mehr 9 Stutz oder 7 Stutz oder was auch immer, sondern kostet schnell mal 20 Stutz. Und wenn du dann natürlich ein Päckchen für 20 Franken verschickst und, keine Ahnung, für so eine Batterie halt einfach nicht viel überkommst, dann merkst du das brutal. Und darum hat er jetzt, so wie ich es mitbekommen habe, gell, korrigiere mich, wenn ihr es anders wisst, hat er jetzt eigentlich nur noch gesagt, hey, ich beliefere noch die Grossen, für die, wo es sich lohnt, einen Pflanzer zu buchen, um die x Batterien zu verschicken, wo es halt dann auch gewisse Margen gibt und ein gewisses Volumen. Genau. Ja, dann ist noch Xander Pro 4 ist gestartet. Oli. 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 Ich spoilere, das weisst du. Ja, hau raus, ich schaue es eh nicht. Wirklich? Nein. Standard Pro schaust du nicht? Nein. Wegen? Ich komme nicht dazu. Ich habe keine Zeit. Hat keine Zeit, aber man hockt bis am 1 am Morgen am AFL schauen, oder was? NFL. NFL, ja, natürlich, NFL, das geht jetzt nicht ja, los, das genau. geht natürlich wieder. Das geht natürlich, aber so Xander Natürlich. Pro, Purge Pro, was auch immer, kann man nicht schauen. Nein, weiß auch nicht. Ich habe das ja nicht so mit den Angelturnieren, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist mir zu langweilig langsam. Es ist immer ein bisschen das Gleiche. Ja, aber es ist immer geil. Nein, das ist nicht immer geil. Ist aber ziemlich gut gelaufen für ein Team. Nein, aber Purge Pro war das, oder? Nein, auch jetzt bei Xander Pro. Ah, ja, stimmt. Am Das ersten Tag. habe ich gehört. Ja, das habe ich gehört. Hast du Aber gehört? halt, der Schöne ist halt nicht dabei, das Mal, oder? Es ist ja nicht für Nice gut gelaufen. Ah, okay. Weil dann ist das Boot geklaut worden. Eben darum habe ich gemeint, du willst Ja. auf das anspielen. Nein. Ja. Aber das ist ja, glaube ich, schon mal in den sozialen Medien rum, dass dann das Boot geklaut worden ist. Ja, aber das ist schon lange her. Also, Ja, ist ja dann, wo der Drehpunkt war. Sie haben, glaube ich, irgendwie im... Wann haben sie gedreht? wow. Wir haben es heute mal erwähnt im Podcast, aber schon lange. Ich meinte es eben auch. Gell? Ja, auf jeden Fall von den Teams, die dabei sind, ist Hardy Rice. Abu Berkeley, das ist klar, die kennt man ja, Hardy Rice ja. Neu ist ZEC dabei. Die habe ich noch nie an einem Turnier gesehen aus dem YPC. Glaube Ja. Ja. Ist so. Savage Gear ist dabei, Relax ist dabei, Rheinland-Boote und Nace Stroft. Und Abu Berkeley haben gerade einen Start hingelegt, am ersten Tag. Steht der Freddy Harvard dabei? Die haben einen 92er Zander, einen 90er Zander und dann noch ein paar, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, kleine Zander, so 80 umeinander. Und haben die Menge gewonnen, also Most Fish, oder wie man dem sagt. Die Anzahl auf jeden Fall. Sie haben den Big Fish Point mit 92 und sie haben Top 5 gewonnen. Also Echt ist geil. Standard Pro schon durch? Oder? Nein, das ist einfach der erste Tag, die erste Episode. Ja, aber sie, haben 3 Punkte bekommen. Ja, erst. krass. Also, weißt, wenn bis ein Team sie schlägt, müssen sie den nächsten Tag gewinnen plus den Tag drauf auch wieder Wo- Punkte machen. Und Abu sollte aber keine Punkte mehr machen. Ja. Weißt du, was ich meine? Und wo Also- bist du jetzt? Holland. Holland. Aber ist geil, ist cool. Ja, das haben wir natürlich auch noch jetzt sagen, genau. So, Oli, das wäre meine Woche gewesen. Das war viel gewesen. Ja, es war viel gewesen. Ich habe, glaube ich, jetzt etwa 10 Minuten geschnürt. Easy. Ja, aber das Ich ist will es ein okay. bisschen kürzer machen, glaube ich. Da. Nein, ich Ja, würde sagen, nein. dann gehen wir Hey, ja. gerade in die nächste Rubrik, oder? Und zwar Infos aus der Szene. Jetzt habe ich mal ein bisschen später gedruckt Jetzt und haben zuerst wir- geredet. ja, Aber ist voll. schon gut, oder? Jetzt haben wir 3 Wochen, wie wir schnell im Schnelldurchlauf die wichtigsten Sachen sagen. Das wird dann auch Ja. hart. Willst du anfangen? Warte, nein, fang du an. Ja, ihr wisst ja, ich bin in Schweden gewesen. Das Internet war nicht immer so gut gewesen, aber ich habe mir doch noch ein paar News rausgeschrieben. Nace, jetzt kommen ein bisschen Nace-News gerade. Nace hat den Crank rausgebracht, und zwar im Deep Diver. Der läuft auf 5,5 Meter Tiefe. Den kann man right now schon kaufen, ausnahmsweise. Oh wow, das ist mal etwas ganz Gell? Neues. Dann der Nace Ghost
haben wir ja auch schon mal in der letzten Episode darüber gehabt. Ja. Kommt erst im Oktober 24. Wenn sie es dann auch schaffen. Ja, das wäre in 3 Monaten. 2 Monate. Dann habe ich doch den Schuh bei Nace bestellt. Ja. Es hat geheißen, der Release ist, oder sie gehen am Verkaufsstart im August. Ich habe bis heute noch keine Schuhe. Hast du ihn gezahlt? Natürlich habe ich Die ihn brauchen gezahlt. doch Kohle! Ja, logisch. Und es hat geheißen, ich auf Nachfrage, ja, er kommt Ende September. Ja. Sind wir gespannt, ob er Ende September Gut, kommt. obwohl Ende September ist absehbar, das könnte noch, also von dem her könnte es schon noch realistisch sein. Ja, aber Kollege, ich will nicht Jetzt im haben wir Winter erst einen August. Sneaker haben. Also, schon ein bisschen komisch. Zum Glück Ja. habe ich den nicht bestellt. Gell. Dann, Topis hat neue Cheek-Heads rausgebracht. Das habe ich gesehen, finde ich geil. 14 bis 28 Gramm in der Größe 3,0 bis 7,0. Ja, finde ich geil. Stucki hat eine neue Route rausgebracht. Und zwar, ich hoffe, ich sag's richtig, Rock Plima. Bedeutung auf Rätoromanisch heisst die Federn. Und zwar ist sie für Egli und Forellenfisch, also ich nehme an, also UL-Route. Ich hätte jetzt eigentlich Stucki sei ein Fieder eingestiegen. Sorry, Roni. Ich habe es zuerst falsch gelesen. Ich habe es wirklich gedacht. Wirklich? Ja, ich habe die Notizen falsch gelesen. Prima auf Rätoromanisch heisst Fieder. Ich dachte, oh, steigt es ins Fieder rein? Du kann nicht sein, dass ich falsch geschrieben habe. Nein, Feder habe ich geschrieben. Nein, du hast schon richtig geschrieben. Ich habe es einfach zu fest überflogen. Dann Big L hat eine Collab mit Savage Gear. Und zwar kennt ihr ja sicher die Line Trout. Wer kennt die nicht? Die Line Trout? Ja, Wer mit der kennt habe ich meine ersten Hecht gefangen. Und Ja. er hat jetzt eine Collab gemacht. Und zwar bringen sie jetzt die in der Farbe von Monkey Lures raus. Sieht noch recht Okay. fresh auf. Er hat das als Reel gemacht. Das könnt ihr beim Luis auf dem Insta-Kanal anschauen. Ich finde, sie sehen noch geil aus. Vielleicht Okay. noch fängig. Bin ich Ja. gespannt, was da kommt. Cool. Ob es dann auch in den Verkauf geht, das hat er gesagt, weiß er noch nicht. Ja. Dann, Was, ob es in den Verkauf geht? ja, jetzt einfach mal für sich gemacht. Okay. Einmal so ein paar. Ja, gut. Ja. Ja, du, andere Ja, tun ja. einen Bait ankündigen und bringen den nicht raus. Das ist auch etwas. Von denen gibt es viel. Gell? Ja. Aber er hat es wenigstens. Genau. Dann, ja gut, nein, es hat auch Prototyp. Nur hat die niemand. Ja, Prototypen, ja. Aber der Luis hat wenigstens seine Baits, die er hat wollen und verkauft es nicht. Also Ja, richtig. von dem her ist doch etwas anderes. Dann Captain Greenfin hat einen Dart Chick rausgebracht. Cool. Hast du? Ja, voll. Ja, ja. Also, haben sie die nicht schon gehabt? Die haben sich schon gehabt. Oder Nein, haben sie nur die sind- Round Chicks Ja, gehabt, die Runde? Die Runde gehabt und ihre, Und nicht ihre Rigs. Baits, aber noch nicht. Ah, okay. Cool. Dann hast du vom Beef mitbekommen vom Fight Wilfee Nein. mit dem Aufkleber. Nein. Welchen? Erzähl. Es hat an einem Spot, wo der Fight, glaube ich, mal ein YouTube-Video gemacht hat. Oh ja, so ein Fight-Verbot. Das genau so ein Ja, Fight-Verbot-Kleber ja, hat ja. jemand angeklebt. Und dann hat Hey, der das Fight Bild zuerst ist bei uns umgegeistert im Chat, aber ich weiss nicht, wer das... Also man weiß bis heute nicht, wer das ist. Man macht sich auch ein bisschen lustig über die Person, die das macht. Weil so hat sie hat ja gefunden, weil der Fight ja dort das Video gemacht hat, macht er den Spot kaputt. Alle wissen jetzt, wo der Spot ist, alle gehen dort hin, Zander fischen. Und irgendwie, ja, die Person hat sich so viel Mühe gegeben. Ich meine, wenn du jemanden hasst und du machst auch noch so einen Kleber, ich meine, so einen Kleber braucht schon noch Aufwand, um das zu designen. Ich meine, ja es ist gut, nicht also, nein, das braucht nein. 5 Minuten Aufwand. 5 Minuten Aufwand hast du nehmen schon. und nachher Fight du musst- hinten schreiben. Ja, aber du musst ja das auch noch bestellen. Ja, also, weil ich wow. gebe noch Geld aus. Also, wenn ich ey, dich, come on. wenn ich doch dich scheiße finde, bestelle ich doch nicht noch Kleber von dir. Also, weiß ich auch nicht. Und auf jeden Fall, jetzt durch den Hate, und das geht ja irgendwo durch Angel-News und jenste Sachen, weiss jetzt jeder über den Spot Bescheid. Also eigentlich ist der Schuss völlig hinaus. Ja gut, ich glaube, der wäre auch sonst hinten raus. Also, weißt du, das andere ist, wer geht jetzt noch nach so einem Shitstorm Deko fischen? Extra Deko fischen. Also der Fight Mach mal- geht jetzt extra nochmal dorthin und macht noch gerade extra das Video, hat er gesagt. Finde ich auch eine geile Reaktion von ihm. Obwohl ich ihn auch nicht als Typ mag. Dann LMAB hat den Multivibe 2.0 rausgebracht. Ich habe ihn noch nicht angeschaut so genau. Ich hoffe, sie haben das Problem, das ich auch gesehen habe. Und zwar, dass es, wie sagt man, das Blade vom sag mal schnell, Der Multivibe ist der so ein Chatterbait. so ein Chatterbait, genau. Wo du kannst umwechseln in einen Spinnerbait. Blade, Ja. das hat sich bei der ersten Version immer so verkantet und ist auch viel zu schnell rausgefallen. Oder ist es ein Chatterbait? Also Nein, ist ist ein Chatterbait, ein Chatterbait. wo du kannst umwandeln in einen Spinnerbait. Spinnerbait. Okay. Genau. Und du das, die haben so ein,
Ja, so ein Teil. Ich muss da mal... Und dann ist es immer so hängen geblieben. Genau, es ist immer so hängen geblieben. Ja. Ich hoffe, Ja. das Ja. haben sie verbessert. Ja. Das ist das, was mir auch aufgefallen ist. Ja. Ja. Genau, das Okay. wären meine News gewesen, die ich so mitbekommen habe aus Schweden. Gut, sehr schön. Ist ein bisschen etwas. Ich fange an mit einem Fun-Fact. Okay. In Brasilien sind Haie positiv auf Gocki getestet. Stimmt, das habe ich auch gehört. Ist so geil. eigentlich mega dreist. Aber Ja, aber es ist ja irgendwie ein bisschen naheliegend, finde ich. ja, nein, ich finde es fast ein bisschen krass, haben sie es überhaupt getestet. Also weißt du, wer Ja, aber testet wahrscheinlich- den Hai auf Gocki? Also, Aber wer wahrscheinlich haben testet- sie einfach eine Blutentnahme gemacht bei einem Hai und haben Ja, das herausgefunden. wahrscheinlich schon. Und dann wahrscheinlich testest du schon. natürlich... Wahrscheinlich Mit einer haben hast sie du gedacht, natürlich mehrere. wahrscheinlich hat sie gesagt, warum ist echt der Hai gestorben? Ich tue mal die Autopsie machen und so. Und dann haben sie wahrscheinlich auf alles getestet und dann ist irgendwie rausgekommen, der hat Drogen konsumiert. Dann fragst du so, ja scheiße, warum konsumiert ein Hai Drogen? Ja. Ja, aber wenn es Also- einfach Pulver ist und es ist im Wasser und du schwimmst einfach da durch. Ja, ich glaube, das Irgendwie ist durch von Kiemen den durch. Drogenschiffen, oder von den Leuten, die Drogen rausgerührt haben, wie die Schmier hinten ankommst oder so. Oder von Eben, ja. den Leuten, die gefressen worden sind mit Drogen drin oder so. Also, Aber es Weiss gibt nicht. wenig Haiangriffe. es Und gibt das wenig sogar- Haiangriffe, also ja. von dem Vielleicht her- haben sie einfach gerade die paar Haie verwünscht, die... Easy. Keine Ahnung. Geil. Ich weiss auch nicht, wie es in Haie gekommen ist. Keine Ahnung, das weiß ich nicht. Aber es ist echt schon verrückt. Vielleicht liegt es auch an der Kanalisation, weil das Gocki baut sich ja, glaube ich, nicht so schnell ab. Und in Brasilien gehen, glaube ich, noch vieles ins Meer raus. Dass dann halt eben durchs Wasser so kann aufgenommen werden Boah, aber dann hätten sie auch noch andere Tiere müssen kann. testen. Ziemlich sicher. Krass. Ja, eigentlich verrückt. Ja. Aber eben, hallo Brasilien. Muss schön sein. Ja, so viel zum Fun Fact. Kommen wir zum Ernsten von dem Thema. Lure Masters 2024 ist abgesagt. Sie haben zu wenig Anmeldungen. Ja, was? Ja, sie haben 120 Startplätze und haben 64 Anmeldungen, irgendwie so, oder 61 Anmeldungen. Anscheinend sind es zu wenig, gemäss dem Statement vom Lure Masters Typ, sind es zu wenig Anmeldungen, um ein seriöses Turnier durchführen. Da geht es sich nur um den Kohlen, oder? Ja, ist gut möglich, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Aber ja, it is what it is. Schade, ja. Dann Okay für die Fisch. ja, ist okay für die Fisch, ja. Gibt es ein anderes Turnier? Ich habe schon gehört, übrigens, dass ein Turnier in Gang ist, wo von Pontes Von both sides. genau gegeben wird, wo der Freddy mit dem Dustin zusammen fischen. Ah, was? Neis und Abu. Anscheinend. Ja, habe ich gehört. Okay. Aber, ja. Genau. Dann Shimano, was mich recht erstaunt hat im ersten Halbjahr, ich weiß nicht, ob man das so ein bisschen als Massstab nehmen kann, einen Umsatzrückgang von knapp 7% in den Fischereiartikeln. Ich weiß nicht, ob man das irgendwie so ein bisschen als Massstab nehmen kann. Also Shimano weltweit, gell? Ja. Ob da irgendwie ein bisschen etwas am Tun ist, dass vielleicht nicht mehr so viele Leute fischen. Oder, ja, weil 7% auf so einem Konzern summiert sich dann doch noch ein bisschen. Von dem her, ja. Ja gut, gell? Die Welt wird teurer und alles andere auch. Und dann hat nicht jeder immer gerade die Kohle zum... Ich glaube, es hat schon mit dem zu tun, dass es... ja, wir wissen jetzt ja selber, dass alles aufgegangen ist. Also ich nehme an, die Leute werden Hankerum. immer so einkaufen. Ja, aber hankerum hat Rapala den Umsatz können steigern, hat ein Plus von 2% erzielt Ja, was? im ersten Rapala. Halbjahr. Rapala, vor allem die Crush City. Die Linie hat sie recht rausgeholt. Gut, die haben auch mega Werbung gemacht. Mega. Hast du es mal gefischt? Nein. Hast du es mal in der Hand gehabt? Nein. Sie fühlen sich geil an. Ich habe es beim Kili in der Hand gehabt, Mhm. wo ich im Shop war. Sie fühlen sich wirklich geil an. Ich glaube, ich würde es auch fischen, aber mir fehlt irgendwie so ein der Reiz, um die zu kaufen, weil sie heben sich für mich zu wenig ab von einem, ich sage jetzt mal, normalen, anderen Gummiköder. Mhm. Irgendwie sehe ich so den Vorteil nicht bei denen. Darum, ja, ist es irgendwie so ein bisschen, ja. Ich weiss nicht, vielleicht habt ihr da draussen schon irgendwie Crush City gefischt und wissen, was besser ist oder wieso dass die besser sind. Vielleicht können Sie mal in die Kommentare hauen, wenn es geht. Ja. Wir hoffen es. Ja, ich hoffe, es geht. Hey, dann Zeck hat eine Suppe rausgebracht, das Angelsuppe, die eigentlich kannst du aufstocken zu einem Kajak. Hast du schon mal gesehen? Ja, das habe ich gesehen. Das ist ja auch erst kürzlich rausgekommen oder verschickt worden oder was auch immer. Angekündigt haben sie es schon lange. Mega Ähm, lang. Ja, die Rückmeldungen sind, glaube ich, nicht so schlecht.
also auch so ein bisschen wellenstabil und so. Was mich einfach anscheisse, ich als Kajakfischer, ich finde es geil, wenn es trocken ist im Kajak. Wenn nicht bei jeder Welle musst du Angst haben, es schwappt ein bisschen drüber und du musst dein Tackle irgendwo hin tun, sondern du kannst es einfach im Kajak liegen lassen und weißt, okay, es bleibt safe da. Auch wenn es ein bisschen drüber spült, das wäscht man nicht alles aus. Und ich habe das Gefühl, bei dem Sub-Kajak, ja. Ey, fix, ich weiss nicht, ob die einen oder anderen den Brosef kennen. Ja. Das ist auch ein YouTuber von Deutschland. Und er hat ja auch das von der Marke Kobe. Ja. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Also ein neues Sub gesponsert bekommen. Und ich habe mich dort auch gefragt, ich meine, du hast deinen Backhahn hinten drauf. Ich meine, da musst du einmal blöd gesagt ausrutschen, reingehen und dein ganzer teures Stuff schwimmt im Zürichsee. Gut, ich glaube, das ist schon irgendwie kippstabil, weißt? Ich glaube schon nicht, dass es gerade kippt. Also. Ja, aber ich habe gleich Angst. Ich meine, ich bin manchmal schon ein bisschen tollpatschig und ich bin schon froh, wenn es mir ins Belly einfach rein oder eben durchgeht, wenn ich es noch fangen kann. Ja, und vor allem, bis dich aus dem Belly rausrührt. Ja, braucht es mega viel. Ja, vor allem, bis das Belly kippt. Oder? Braucht es ein bisschen mehr als bei so einem Sub. Auch bei meinem Kajak, es ist sehr kippstabil. Also. Aber was ich mich dann frage, darfst du? Nein. Dumme Frage. Nein, weil es auf dem Greifensee so Nein, viel darfst nicht. Fischen, hat. Du darfst nicht fischen. Ja. Du darfst nicht fischen von einem Boot, das nicht eingelöst ist. Oder von einem Schwimmkörper, der nicht eingelöst ist. Das darfst du nicht. Du musst den Schwimmkörper einlösen. Jetzt ist es so, ein Kajak kann man nicht einlösen. Leider. Das Belly auch nicht. Leider. Aber es ist auch besser, weißt du so. Warum? Sobald du in den Kanton Schweiz willst, oder Obwalden, oder irgendwo dort in der Innerschweiz, in Krachen hin. Sorry. Nein, irgendwo in der Innerschweiz willst, oder nur schon Zugersee, und du ein eingelöstes Boot hast, musst du das fachmännisch reinigen und prüfen lassen, dass keine Quagga-Muscheln mit dran sind. Und mit dem Kajak, sorry, wenn ich jetzt das so sage, aber kannst du überall den Scheiß verteilen, ohne dass du dich da irgendwie musst, ja. Und die bleiben auch, wenn sie im Trocknen sind anscheinend, lebendig. Über eine gewisse Zeit. Eigentlich verrückt. Gut, tun wir das nicht mehr weiter ausdeutschen, Ja. nicht, dass wir da noch Nein, das ändern. Ja, genau. Richtig. Dann, mega coole News. Sakura ist ja auch einer, den ich bei mir habe. Und die bringen nächstes Jahr für ihre Sensi Braid, die ist recht bekannt von der Sakura, die wird sehr gut gekauft auch, bringen die eine Kartonspule. Also die ganze Sensi Braid Verpackung ist jetzt wie bei praktisch jedem Schnurhersteller aus Plastik. Und dort haben sie umgestellt, dass die Spule, wo die Schnur drauf ist, Karton ist und aber auch die Verpackung kein Plastik mehr hat. Und es ist nicht nur Karton, es ist recycelter Karton, der wieder recycelbar ist. Hey, es wird auch Zeit. Finde ich cool, finde ich super. Alle anderen Schnurhersteller, hey, ziehen doch auch mit. Why not? Wird sicher auch etwas kosten wahrscheinlich. Aber so ich denke im Fall jedes Mal, wenn ich einen neuen Bike kaufe, der scheiß Plastik, das könnte ich Es ist verdammt mühsam. Es ist verdammt mühsam. Aber es gibt halt dann schon etwas her, wenn er so verpackt ist, gell? Also, ja. Aber, ja. Ja, aber das ist... Aber da müsste man mal vielleicht mit so gescheiten Köpfen zusammenhocken, die sich da ein bisschen auskennen. Man kann sicher auch andere geile Designs herstellen. Ja. Hey Robin, schalte mal Idee. Ja, nein, absolut. Also es ist... Ja. Du, eben, ich darf es mal nicht zu weit aufmachen, gell? Bei mir ist auch nichts irgendwie so ökologisch von den Ködern her, wenn man es vergleicht mit anderen Herstellern. Und, ja. Ja, aber der Major Fish Brand steht jetzt auch nicht für das. Richtig, genau. Von dem her. Also nein, aber ich finde es cool und macht Sakura mit. Ist für mich natürlich ein Punkt mehr. Ich habe ja die Sensi Braid nicht bei mir, aber ist für mich natürlich ein Punkt mehr, um zu sagen, hey, weißt du, soll ich sich gleich mal reinnehmen, weil es ist doch noch ein cooler Aspekt, finde ich. Ja, mal schauen. Vielleicht ist sie dann auf einmal erhältlich auf majorfish.ch. Wer weiß. So, Oli, ich komme zum letzten Punkt. Das war's schon. Ich habe jetzt noch einen. Einen habe ich noch. Okay, Nachher hast du fertig. Nachher habe ich wirklich genug geschnürt und Dann kannst du überlade mit mir dir das mitschnurren. ganz genau. Und zwar geht es um Savage Gear. Savage Gear bringt einen neuen Köder raus. Savage Gear bringt einen Topwader-Köder raus. Der nennt sich Rev Mac Walker. Und der Köder hat anscheinend so eine neue Technologie, die es gar noch nicht gibt. So. Ich habe dann dort mal ein bisschen mehr gelesen, weil es mich dann noch wundert. Stimmt, das habe ich im Fall irgendwo gehört, Ja. aber ich habe mich nicht mehr weiter damit Es hat mich dann doch ein bisschen Wunder genommen, warum. Und ich habe dann das Ganze mal durchgelesen und dann mal gedacht, wie könnte ich jetzt das am besten im Podcast sagen, dass es
alle Leute verstehen, weil ich bin am Anfang dort so gewesen und dachte, ich muss mir das, glaube ich, auf die Zunge vergehen lassen. Also, ich lese mal vor, was dort steht. Die Technologie sorgt für längere Würfe bei gleichbleibender Balance im Wasser, da sich das Gewicht während des Wurfs nach hinten bewegen kann. Dann wird der interne Magnet aktiviert, der das Gewicht überträgt und nach vorne treibt, was eine sanfte, flache Landung auf dem Wasser ermöglicht. So. Oli, kannst du mir das geschwind bitte rekapitulieren? Danke, gibt es schon ein YouTube-Video davon? Nein. Also ich weiss es nicht. Das weiss ich nicht. So wie ich es verstanden habe, hat der irgendwie ein Magnet drin, dass wenn du den rührst, dass das Magnet bleibt und dann die Kugel vorne geht, das Gewicht, und dann irgendwie wird das Magnet dann aktiviert, sodass der Köder eigentlich flach und nicht so klassisch wie ein Topwaderköder, spitz voran oder Heck voran, wenn es ein Stickbait ist, ins Wasser eintaucht, sondern eigentlich wirklich flach landet. Ich weiss nicht, was das Ganze besser machen. Fürs Werfen, ja okay, für die Landung... Hey, ich habe mir jetzt gerade in dem Moment gefragt, Landen ist dann leislicher? Nein, es macht gleich Platsch. Es macht echt fast mehr Platsch, oder? Aber Ja. ein Topwaderköder, der macht ja ein bisschen Radau. Ich weiss nicht, ob es da... Keine Ahnung. Darum. Ich bin sehr gespannt. Also das wird sicher auch ein Köder sein, wie auch so der Lamelli von Bullseye, der auf meiner To-Buy-List ist, um mal ein bisschen anschauen und mal ein bisschen... Ja, keine Ahnung. Vielleicht ist der ja wirklich so gut. Weiss es nicht. Ja, da merkt man einfach, Savage Gear ist halt gell, vom Norden. Die sind halt auf andere Fischarten aus als jetzt. Ich habe jetzt gerade überlegt, so, der Rest von der Welt macht ja vor allem für Bass. Ja, richtig. Und beim Bass willst du das Plop eigentlich haben, dass er das wahrnimmt und schon mal sich richtet Richtung Bait. Und das würde das, wenn es ja leislich wäre, verhindern. Ja. Spannend. Ja, du. Von dem her, keine Ahnung. Bin gespannt, der sollte im September... Oh shit, ich habe ja noch mehr aufgeschrieben. Der sollte im September rauskommen. Habe ich das nicht aufgeschrieben? Nein, habe ich nicht aufgeschrieben. Aber anscheinend sollte er im September rauskommen und ja, oder Oktober irgendwie so. Mal schauen. Sind wir gespannt. Der wird sicher einen Platz finden in meiner Tacklebox. Jo. Hey, Oli, das wäre es von meinen News. Jetzt habe ich, keine Ahnung, gefühlte Viertelstunde über die Infos bläudert. Gut, aber wir müssen auch sagen, gell, es sind jetzt 3 Wochen Sommerpause gewesen. Ja, wir haben aber schon ich habe ein paar ein Sachen. schlechtes Gewissen, wenn ich so Easy. lange einfach so Monolog... Ich muss mir einfach nochmal Monoton. anhören, aber... Ja, würde mich. Aber ich lasse es ja noch eins durch. Zina hört die Podcast-Episoden auch und dann bin ich natürlich schön an mich auch dort. Und, weil es kommen dann sicher noch ein paar Fragen von ihr, wo ich dann natürlich VIP First Lang kann ja antworten Ja, und immer gut. Autogramm verteilen und so. Alright. Gut, Oli. Ich würde sagen, Thema, gehen wir in die Rubrik Thema. Eigentlich ist es gar kein Thema. Ich will euch einfach ein bisschen aus Schweden erzählen. Ja. Du erzählst jetzt von Schweden, erzählst, was du alles gemacht hast und haust mal rein. Voll, bevor wir dann noch das Entweder oder reinfitzen. Jo, wir sind ja 2,5 Wochen, was heisst wir, ich und meine Frau, sind 2,5 Wochen in Schweden gewesen. Und zwar sind wir gefahren, ganz Deutschland bis an die Ostsee. Dort haben wir dann die Fähre genommen auf Dänemark und dann sind wir eigentlich rauf in den Norden gefahren. Sehr geil, sehr geil. Mega. Hey, Mit dem Auto, mit dem Bus, mit dem wir Car. haben so eine California gemietet. Jetzt mache ich da noch ein bisschen Schleichwerbung. Heisst Road Surf. Standort haben sie in Wetzikon. Ja. Und das kannst du einfach so mieten, so ein VW California. Geil. Ja, es war top gewesen. Du hast Scheisse, Dusche drin, du hast ein Bett drin, also eigentlich 2. Du hast einen oben im Dach, wo du kannst schlafen, so für Kids oder so. Ja, du Also hast du noch das Dachzelt gehabt, oder? Nein, du hast einfach ein Bett, wo du wie kannst rausfahren über dem Fahrercockpit eigentlich. Okay. Also es können glaube ich auch Erwachsene oben schlafen, wir haben es jetzt nie probiert. Du kannst Kind dort oben Kannst- rein verstauen. Genau, Kind kannst du dort verstauen, du kannst im Auto rein essen, du kannst im Auto rein kochen, es ist super. Für Schweden empfehle ich jedem so etwas dabei zu haben. Vor allem, wenn man Fischer ist, weil ihr wisst alle, man nimmt immer genug Sachen mit. So auch ich. Ja, ich wollte gerade sagen, wahrscheinlich hast du deine 5 Köder gebraucht und... Hey, es ist wieder so krass gewesen. Ich hätte 2 Köder gebraucht. Nein, 3. Ja, Sagen wir 3. Eben gesehen. Einmal wäre das der Sandstorm von den Toppies, Ja. der Skeletonius. Einmal wäre das der Drunken Mullet, das ist so ein Topwaterbait von Jazzbaits. Ja.
Und einmal, sag mal schnell, wie heisst der von Sakura, der Splash? Splashblade. Hey, Ja. die 3, Ja. das hat gelangt. Glaube ich dir sofort. Dort hast du alle Fischarten abgedeckt. Ja. Das war so krass. Gewesen. Ja, auf jeden Fall, gell, wir sind dort raufgefahren, wir sind beide noch nie in Schweden gewesen. Und die Natur fitzt dich zuerst mal weg. Das ist schon Also geil. es ist mega Das geil. ist ganz eine andere Hey. Liga. Ja, es hat schon Ähnlichkeiten, ich verstehe, wenn die Leute sagen, mit der Schweiz. Aber die Wälder und die See ist Wirklich? doch nochmal etwas anderes. Ja, ja. Ich finde, also ich habe das Gefühl, Es hat einfach Schweden, nicht so Berge, das fehlt Ja. halt ein bisschen. du hast nicht grosse Berge und vor allem du hast viel, viel mehr Natur. Ja, das ist so. Hey, und die Schweden haben ja Flächen. Ich meine, die haben das Haus. Ja. Und du hast, weiß auch nicht, wie viel Garten zur Verfügung. Dann Ja. hast du noch dort deinen Jacuzzi, deine Sauna, deine Schür, wo du deine, weiß auch nicht, Biele und alles Ja, versorgst. und John Deeres drinnen hast bis zum Abwinken wahrscheinlich. Ja, richtig. Und dann hast du noch 5 Garagen für deinen Für Bötli. für deinen Sag- Ram. Und Wir für sagen dein jetzt Boot. einfach für Bötli. Hey, das war schon krass. Gewesen. Die Schweden haben einen Wohnwagen. Wenn sie keinen Wohnwagen haben, dann haben sie ein Boot. Dann fahren sie irgendeinen Dodge Ram und weiß auch nicht, und haben noch irgendeinen Oldtimer. Ja, Das ist schon krass. Geil. Das ist geil. Und natürlich Platz ohne Ende. Ja. Und die wilde Natur habe ich mega schön gefunden. Wir sind ganz viel im Wald auch gewesen, wandern. Und so die wilden Beeren, so Epli, weißt du, so Essen aus dem Wald, das kann ich nur noch aus meiner Kindheit. Ja, bei uns musst du immer aufpassen, darfst du nur einen Meter nehmen. Ja, Wegen dem genau. Fuchsbandwurm. Ja, voll. Gut, hast du eigentlich da oben auch Ja, geschaut, dass du nur die ja, oberen ja, nimmst. sicher. Also, nehme ich mal an. Ja, und hey, und die Gewässer, ich meine, das erste Gewässer, das wir hatten, voll mit Hecht. Aber so richtig Ja, geil. voll. Natürlich sind wir am ersten Abend angekommen. Ich konnte es noch nicht nehmen lassen, schnell Adiletten genommen, schnell das Wasser einruten. Und ja, du musst natürlich ausprobieren. Natürlich Ja, haben wir so ja. kleine Hechtchen gebissen, aber natürlich hast du gewusst, hey, Ja, es läuft. scheißegal. Hey, Hey, es läuft. Hauptsache entschneidert, oder? Voll. Also, Das war mega wichtig. Gewesen. Und wir haben dann Tage darauf noch ein Boot gemietet. Und die Schweden sind so ein bisschen, ja, komme ich heute nicht, komme ich morgen. Dann haben wir dann gesagt, hey, wir würden gerne morgen ein Bötchen mit. Ja, Leute, mir einfach an, wenn du raus willst. So, chillig. Und dann haben wir angerufen und so. Und dann sagt er, ja, ich kann es einfach nehmen. Es ist viel zu müde, dann möchte ich heute nicht in den Camping kommen. So, okay. So, ja, da hat es eine Batterie für den E-Motor. Oh, ja, ich wüsste nicht, ob die geladen haben. Sonst müssen sie halt rudern. Kannst du dir vorstellen, wer zurückrudert ist. ja, ich kann gerade sagen, also die Batterie wird einfach nicht geladen sein. Ja, und ja, es hat halt immer ein bisschen Wind in Schweden und durch das bist du halt auch, ja, du willst ja den ganzen See sehen, du willst nicht nur den halben See aufgefischt haben. Ja, und dann haben wir halt den ganzen Tag dort ein bisschen gemacht, hey, und auf Topwater ist dort richtig. Dort hast du, in Schweden hast du immer so, wie sagen wir so, Buchten, genau, danke. Und die sind voll mit Seerösen. Ja. Das ist geil, kannst dort ankern, kannst schnell so einen Frosch drüber hauen und die Bissen, die sind so geil. Also, es hat keiner hängen geblieben, du siehst so richtig, wie der Fisch aus dem Wasser kommt, der Frosch wird päckeln und es ist brutal. Geil. Und eben dort hatte ich den Drunken Mullet dran gehabt, auch so eine Schilfskante hergerührt. Zuerst mal durch, ist er gekommen, verfehlt. Dann dachte ich, ja, scheißegal, mach's nochmal. Und dann hat er voll reingeklebt. Und das ist schon geil, wenn so ein 80er Hecht auf so einen Topwater-Bait reinklebt. Das ist geil. Das macht auch hohen Spass. Eben, und ich meine, ich habe dort jeden Tag gefangen. Und das ist schon krass. Also eben, ich bin zurückgekommen, habe von auch zu dir gesagt, hey, ich fische nie mehr in der Schweiz. Ja. Ich bin so verwöhnt worden dort. Egal in welches Gewässer du gegangen bist, Gewurf gemacht, du hast sicher deine Fische gefangen. Hey, das sage ich in der Regel ab Holland. Aber hast ja du andere Erfahrungen Ja, gemacht? irgendwie das Jahr ist es schwierig gewesen. In Schweden habe ich jetzt das nicht so erlebt. Muss sagen, was ich nicht immer kann, dass du kannst gerade Hecht und Barsch fangen. Ja. Entweder sind die Gewässer sehr so gewesen, dass sie hechtlastig sind oder barschlastig. Wir sind ja dann weitergefahren in den Norden, in die Woodland Farm. Ist mir übrigens vom André empfohlen worden. Danke André, von Fish Explorer. Okay, Und dort sind wir wirklich ein paar Tage geblieben. Auch so, ja, eben das Campen, die einen können das. Immer jeden Tag an einen anderen Ort fahren. Und meine Frau ist schwanger und wir haben gewusst, wir müssen auch mal ein bisschen Pause machen, ein bisschen zur Ruhe kommen. Und so haben wir gefunden, hey komm, dort bleiben wir wirklich, so eine geile Farm. Die hat auch wieder so eine riesige Landfläche, hat ein paar Schäfe, ein paar Geissen, ein paar Hühner und so. Und also ganz einfach gehalten und ein Privatsee. Aber so, Das ist geil, ja, das ist geil. sagen wir mal, die Hälfte vom Zürichsee. Geil. Und geil. allein. Er sagt dort, das ist Schweden, schon die er hat als Nachbarn, die 2-3 Nasen, die Fische dort nur auf Seeforellen. Ja. Jetzt ist nicht gerade Seeforellen-Saison, Also bist du allein. Ja, geil, Mann. Ich bin von 5 Tagen 5 Mal rausgefahren und 5 Mal allein gewesen. Und hey, ich sage dir, so etwas habe ich noch nie erlebt. Er hat mir gesagt, ja, weißt du, jetzt ist gerade Hecht, jetzt kommt der Hecht, die Barsch sind ein bisschen untergegangen und so, die haben ein bisschen Ruhe. Und ich dachte, okay, gut, am ersten Tag habe ich auf Hecht gefischt. Ja, ich habe da meine Hechtchen gefangen, aber nichts speziell jetzt da ab 80 plus oder so.
Dann dachte ich, komm, am nächsten Tag jetzt gehe ich Egli fischen. Und ich sage dir, in dem See, es hat kein Ü30 Barsch. Also unter Nein, 30. U30. U30, sorry, ja genau. Ja. Kein U30 Barsch. Und das war schon krass gewesen. Ja, geil. Hey, und die haben sich den 10 cm Sandstorm sowas von ihnen gefitzt. Hey, das war so krass gewesen. Die Ja, Farbe geil. hat so delivered. Ja. Habe ich nicht erlebt. So. Ja, und das ist ja nicht irgendwie ein, keine Ahnung, 6 oder 5 cm Köder, gell? Nein, das Das ist ist 10 cm. Eben. Ich glaube, ja. Ja, es gibt glaube ich einen 7 und einen 10 Genau, cm, je nachdem, welche Größe du hast. Aber es ist natürlich schon geil. Also, das ist ich habe das Gefühl, allgemein im Ausland, oder jetzt gerade auch Holland und Schweden, der Fisch ist anders auf Egli als bei uns in der Schweiz. Bei uns in der Schweiz hast du irgendwie das Gefühl, du musst einen 5 oder 6 cm dran haben, ja nicht allzu gross, oder? Ja. Das sind ja gut mögen die nehmen. Und dort oben ist so ein bisschen 5, 6 cm, willst du Köderfisch fangen oder was? Oder? Ja, dort hängst du für Egli einen 10 cm ran. Ja, ich Also- bin auch nachher noch an einem anderen See gewesen, und da hat es kleine Regeln gehabt, 20 cm und so, aber die haben das Teil attackiert. Die schlingen den. Ja, das war so krass gewesen. Und dort habe ich gefunden, hey komm, ich muss noch ein Video machen für meinen Kanal, und es gibt 2 richtig geile Barsch-Videos, die sind brutal gelaufen. Was ich an dieser Stelle auch noch sagen will, hey, ich habe kein Echolog gehabt, keinen Anhaltspunkt. Das ist jetzt einfach so ein bisschen Erfahrung und schauen, wie was läuft. Ja. Also wirklich so rausfahren, schauen, wie es geht. Ja. Gut, eben, ich glaube, wenn du das Gewässer gut kannst interpretieren und Voll. du weißt ja, hast ein bisschen Vorahnung, oder? In Schweden sind es ja nicht 80 Meter tief wie bei uns. Nein. Und dann kannst du ein bisschen schauen, wo kommt was rein, wie sieht das aus, und anhand von dem kannst du, glaube ich, schon ziemlich vieles ausmachen. Also, sage ich jetzt. Voll. Und hey, die Egli, die ich dort gefangen habe, die hättest du auch easy vom Ufer ausfangen. Ja. Also ist jetzt nicht so, dass es ein Boot gebraucht hättest. Ja. Aber mega krasser Ort gewesen. Und dann sind wir noch ganz hoch im Norden, sind wir noch ein bisschen Rentier suchen, und Elch haben wir auch noch gefunden. Hey, mal eine dreiste Frage, haben die Rentier gegessen? Hey, nein. Nicht? Ich kann... Nein. Ist im Fall noch fein. Ja, Ja, das kann ich mir noch vorstellen. in Finnland habe ich es gegessen. Rentier geschnetzelt mit Ja. Preiselbeere. Es ist noch fein, es ist wirklich noch fein. Ist wie wild Sorry, oder wie? sorry alle Vegetarier da draussen und alle die irgendwie... Gut, die hören sicher unseren Podcast nicht. Alle die irgendwie Rentier gerne haben zum Streicheln und so, sind sicher auch mega cool zum Streicheln, aber auf dem Teil, also, ja, es war fein gewesen. Es ist so ein bisschen wie Kalb. Also wie, Ja. wie Zürich geschnetzelt. Es ist einfach Okay. ein bisschen feiner und ein bisschen angenehmer. Ja. Ja, ich habe es mega gerne gehabt. Und ich sage jetzt so, wow, das erste Rentier, das ich gesehen habe, ist so atemberaubend gewesen. So. Also ich finde auch so, Tier in der freien Natur gesehen, ist auch so etwas Krasses. Auch der Elch. So, es ist mega etwas Schönes. Haben ihr gesehen? Ja. Geil. Ja, mega. Also von dem her, Schweden würde ich sofort wieder machen. Auch vor allem anglerisch. Ist Ja. brutal. Ja. Aber auch eben für meine Frau, die mega gerne Natur hat und Tiere hat. Ich meine, wir haben am Ort freigestellt, und du hörst einfach die Nacht den Wolf heulen. Das ist schon geil. Das ist schon geil. Ja. Und ich finde, das ist schon nochmal ein anderes Fischen. Nachher auch mein Bellyboot dabei gehabt, zweimal mit dem Bellyboot gefischt. Und dort bin ich auch am See gewesen, gell? Und das ist halt, du löst ja die Patente über eine App, und dann liest du das, und dann hat es eine Beschreibung gehabt dort auf der Tafel. Nachher machst du halt Google Translate. Ich meine, sie schreiben es nicht mal auf Englisch her, oder? Dann ist gestanden, ja, im See, und darfst mit dem Boot, einfach nicht motorisiert, aber am Teich darfst du nicht. Ja, und es hat etwa die Grösse vom Greifensee. Der Teich. Der Teich. Ich natürlich alles aufbauen, draufgegangen, eine Stunde auf dem Wasser gsi, läutet mir meine Frau an, du hast gerade so einen da durchgefahren, der hat gesagt, du darfst da nicht fischen, das ist ein Teich. Und dann so, ja, Scheiße. scheiße und so. Aber auch dort, die Schweden sind voll easy, so. Dann hat sie gesagt, ja, sie läuten mich gerade an, und ich komme gerade runter vom Wasser. Und er so, nein, easy, ich fahre einfach gemütlich zurück und so, weißt du. Und nachher war nichts mehr gewesen. Und bei uns haben wahrscheinlich schon 5000 Franken Bussen. Ja, und wahrscheinlich jetzt mit dem Quer drauf geschossen, dass Ja. es rausgeht. Und Eben, das ist schon noch krass. ja. Und was wollte ich noch erzählen? Wir sind noch im Ding gewesen, im Angelladen. Der heisst jetzt, wo habe ich mir jetzt das aufgeschrieben? Da, Orsa Fiske Center. Bist du in dem auch schon gewesen? Hey, nein, ich bin zwar, was bin ich, etwa 6 Mal in Schweden oben gewesen. Aber das ist eigentlich, ich bin nur einmal auf Schweden fischen. Alles andere waren mehr so ein bisschen einfach Trips gewesen mit Kollegen, so. Oder mal ein Roadtrip irgendwie via Finnland, nachher wieder auf Schweden und dann runter. Aber so fischen bin ich eigentlich nur einmal. Und dort waren wir in Helle, bei so einem Fishing Camp. Es war auch dort recht cool gewesen.
Aber gell, das war ziemlich anfangs von der Fischerkarriere, völlig unerfahren. Mhm. Ja, darum Fischerladen, nein, dort sind wir wirklich permanent fischen, getrunken, gegessen, gefischt. Getrunken, gegessen, gefischt, getrunken. Ja, so Kann man in dem so machen, Stil. okay. Ja, ja. Nein, der Fischladen ist einfach riesig. Also wenn du mal in Schweden bist, musst du unbedingt gehen. Und so vor allem, also designmäßig so ein bisschen, ja alles so Holzregal. Und alles schön so aufgestellt, auch die Ruten schön auf diesen Holzregalen. Hast du nicht noch ein Foto gepostet? Ich habe ein Foto Gell? gepostet, ich weiß nicht auf Oder unserem in die Kanal, Story? sicher auf der Fishing Bear Story kann man es Ja. anschauen. Sie haben auch einen Bär ausgestopft und so, und Geil, jenste geil. Fisch und natürlich, hey, du findest alles, von Forellenfischen bis Eisfischen bis Kajak, Bellyboot, Ausrüstung, du findest alles. Es ist mega krass. Aber es ist mega gross, du hast eine riesige Auswahl an Köder, was du kannst kaufen. Was ich halt muss sagen, es ist halt alles das nordische Zeug. Ja. Also alles Westin, alles Rappala. alles so Zeug, Ja, nichts international, sage ich jetzt mal Ja. so. Aber es war sehr eindrücklich, gewesen, so der Laden, du laufst dort rein und es hält dich einfach mal um, weißt du? Ja, glaube ich. Wie bei uns glaub ich. Sportgeschäften, einfach alles nur für Fischen. Ja. Da Das kann, ist jetzt schon niemand, krass. kann ich jetzt keinen bei uns einen Laden, der diese Größe hat. Und auch so designmäßig habe ich gefunden, es ist auch noch mega das Auge drauf gelegt. Ja. Für den Endkonsument. Ja. Hey, kenne ich im Fall auch nicht. Also, ich glaube, einer der grössten ist irgendwie der Bernhard, oder? Oder der HRH. Aber der ist hauptsächlich fürs Flügenfischen. Ja. Der Bernhard ist, glaube ich, auch noch recht gross. Vom Laden, weißt du, von der Ja, da bin Fläche ich jetzt her. noch nie drin gewesen. Ich auch nicht, aber ich glaube, das kommt nicht. Also, es ist nur schon, wenn du auf Deutschland gehst, gell? Dort hast du ja Läden, die sind so gross wie Einkaufszentren. Ja, also, eben, ja. Ist schon Übertrieben krass. gesagt, ist schon verrückt, ja. Ja, und alles andere könnt ihr dann auf YouTube anschauen. Nein, es gibt wirklich 2 sehr geile Videos. Es ist ein PB gefallen an diesen Gewässern und ja, es ist krass gewesen. Es ist einfach mega krass gewesen. Also das muss ich unbedingt wiederholen, unbedingt nochmal an den Ort her. Ich glaube, aber nächstes Mal würde ich nicht mit dem Auto gehen, würde ich anfliegen und dann schnell das Auto dort mieten. Ja, ich würde einfach glaube den einen See gehen fischen. Ist ein bisschen mühsam mit dem Auto so lange hochfahren, zum Vor allem mit dem fischen. Kind, Ja. Nachher. Ja, okay, Jo, cool. das wäre so ein bisschen mein Schweden-Trip gewesen im Kurzdurchlauf. Sehr schön. Ja, und dann bist du ja noch auf Italien. Hey, da das bin ich hat auf dir ja nicht Italien. gelangt. Das Schweden haben hat wir- dir ja nicht gelangt. Hey, das war mir ein bisschen ein Zufall gewesen. Das hat mir meine Frau auf den Geburtstag geschenkt. Danke an dieser Stelle. Wir sind wieder zurück auf Mergozzo. Das ist übrigens, wenn ihr auf meinen YouTube-Kanal geht, eines der meistgeklickten Videos. Fischen oder Bassfischen in Mergozzo. Und ich bin dann mit dem Marco zusammen fischen und ich muss sagen, dieses Jahr oder 3 Jahre später, es hat sich alles geändert. Alles, komplett. Die Fische sind ganz auf der anderen Seeseite. Und wir haben auch sehr lange gebraucht, bis wir gewusst haben, was die Fische Bock haben. Vor 3 Jahren, Topwater, egal was du hergeschmissen hast. Richtig Schilf, im Freiwasser, die sind Covid blöd. Ja. Und dieses Jahr, sie haben auf nichts reagiert. Schlussendlich haben wir dann schon noch ein paar Bass gefangen. Es lange dann leider nicht für ein Video, aber sie sind dann auf so 2 Inch Köder gegangen. Ganz klein. Ich meine, er hat einen riesen 2 Bass Inch- gefangen, über 2 Inch 2,5 sind Kilo. irgendwie 5 cm. Also es ist Nichts. nichts. Also, Eben, und da sind wir wieder bei dem Thema, oder? Du bist wieder bei uns, oder ich habe einfach das Gefühl, gut, im das ist ja schon Norden, Italien. ja, aber im Norden sind die Fische einfach hungrig. Die beißen auf 8, 9, 10 cm die Egli. Also Gut, klar, aber bei mit euch, diesen Leuten, bei die uns ich halt ja auch. geredet habe, gell, Fischer, die sagen halt, die Schweden, die fischen halt nicht auf Hecht und nicht auf Egli. Sondern auf Forellen und Äschen. Genau. Ja. Und das Ja, macht es halt gut, für die uns sind sich- Touristen Ja, dann ein bisschen blöd gesagt, in Anführungszeichen einfacher, Ja, ja. weil Ja, die ja. noch nicht alles gesehen haben. ja. Aber natürlich, das ist- ich glaube auch, dass die Masse an Schwärmen viel grösser ist als bei uns. Ja. Ich meine, wo findest du bei uns so einen riesen Barschschwarm, wo du jeden Tag Ja, so grosse Barsch fängst? ja, das ist so. Das ist schon so. Ich meine, wenn 2, 3 Mal dazwischen stehen, Ja, Das musst ist schon wissen. geil, Also vor ja. allem, dass regelmäßig so grosse beißen. Oder? ja, und du kannst einen Tag an den Spot gehen und am nächsten Mhm. Tag wieder und dann steht wieder einer dort. Mhm. Also mehrere. Und das ist schon etwas anderes. Ja, und Mergozzo hat es einfach gezeigt, dass das Jahr sich die Gegebenheiten alles geändert haben. Ja. Komplett. Also ich meine, das haben wir auch gemerkt, Anfangsjahr. Ich meine, wir sind da, wenn wir das Video zusammen gemacht haben, haben wir ja schon erzählt. Und wir sind da Hechtspots gegangen, wo ich gesagt habe, wo sicher 90% einer stand, das war nie Ja. einer da gewesen. Ja. Also Ja, es ist so. Es ist so. es ist auch dort
nicht immer 100%. Wie hast du, ich finde deinen Spruch, den du mal gesagt hast, sehr schön. Es ist immer noch Fischen, nicht Fisch fangen. Genau, es ist immer noch Fischen und nicht Fangen, ja. Richtig, absolut. Außer in Schweden. Nein, Ja. mega. Hey Leute, wenn ihr könnt, gönnt euch das mal, geht auf Schweden fischen. Sie haben auch sehr gute Forellen und Äschenbestand. Das habe ich jetzt keine Zeit gehabt. Hätte ich auch gemacht, oben im Norden. Hat sehr schöne Flussgewässer. Wenn ich mehr Zeit gehabt hätte ich auch noch die 2 Fischarten befischt. Also, wenn ihr mal Zeit habt, nehmt euch die Zeit und geht dorthin. Go Häschenfischen. Go Äschenfischen. Hecht und Barsch. Genau. Ja, Cool, sehr das schön. wär's gewesen. Das Fazit zu Schweden, unbedingt machen. Unbedingt machen. Fragt mich nicht nach Spots. Nein. Momentan Top 1. Nicht im Holland. Nicht in Holland. Noch nie in Holland gewesen. Nein, Holland hat es glaube ich nicht geschafft. Mal, Holland gibt noch Revenge, aber vielleicht nicht mehr das Jahr. Ja, sehr gut. Aber ja, da bin ich. Ich meine, ich bin jetzt momentan gerade live dran. Wie sagen wir? Ich bin einfach heute dran gekocht, um mal das Video zu schneiden. Es hat auch Spass gemacht. Wir haben es ja schon dort im Podcast gesagt. Ich glaube, ich bin mit einer anderen Erwartung dort hergegangen. Ja. Und vielleicht hat das Schweden ein bisschen ausgemacht, dass ich meine Erwartungen auch auf Schweden ein bisschen geschmälert habe. Ja. Ich schicke dir ein paar Fotos. Ich bin ja Mitte Oktober bin ich wieder in Holland. Ich schicke dir ein paar Fotos von diesen fetten Zettis und Ich kann ja einen Tag nicht rein. mache das Ganze wieder gut. Sehr schön. Ja, cool. Ich habe zum Thema nicht so viel. Eben, ich habe mir eigentlich erzählt von meiner Woche, deine Woche. Von dem her ist schön, hast du so über Schweden geschwärmt. Und ja, ist sicher eine Überlegung wert. Unbedingt. Absolut, why not? Ja, dann, was meinst du, wenn wir noch in die letzte Kategorie gehen? Jawohl, und zwar entweder oder. Und ich glaube, heute bist du dran. Richtig! Heute darf ich dich 3 Fragen fragen, Oli. Jawohl. Wie du mich kennst, habe ich mir da ein bisschen Gedanken dazu gemacht. Also Zina. Nein, ich. Das mal wirklich ich. Aber an dieser Stelle, nein, nicht nur ich. Das stimmt nicht. Ich habe noch Hilfe gehabt. Aber nicht von der Sina. Okay. Ich habe ChatGPT Nein, komm jetzt. Mal, ich habe ChatGPT gefragt. Okay. Ich habe lange fragen. Ich habe ein paar Mal fragen. Es ist nach der Meldung gekommen, dass die Anfragen pro Tag aufgebraucht sind. Okay. Ich habe aber 3 Fragen zusammengebracht. Es sind 3 knifflige Fragen. Jawohl. Es ist nicht irgendwie eine einfache und so. Es ist auch keine peinliche. Ja was? Die Leute warten immer noch auf die Sexfrage. Nein, es ist keine Sexfrage. Die kommt dann, wenn das Kind... Nein, ist gut. Wirst schon rot. Gut, also fangen wir an mit der ersten Frage. Ja. Oli. Den besten Fang verlieren oder die peinlichste Lebensgeschichte erzählen? Die peinlichste Lebensgeschichte erzählen. Wirklich? Ja. Wirklich? Ja. Sorry. Du hast auch nichts erlebt. Wenn mein Meter 30 abgeht, sicher nicht. Du hast auch nichts erlebt. Ich habe so viel Scheiße erlebt. Ich wüsste nicht mal, was ich erzählen soll. Okay, ja, schade. Okay. Dann kommen wir zu der Frage 2. Lieber eine Nacht im Regen draussen oder ein Angeltrip ohne Köder? Hä? Ein Angeltrip ohne Köder, das ist wieder wahnsinnig. Hey, ja, die kannst du weißt, schnell vergessen. Ja, das kannst du dann wieder kaufen, je nachdem, Nein, du hast keine Köder. Die Läden sind zu, es ist Sonntag, Oli. Ja, scheiße. Nein, das geht natürlich Ja. gar nicht. Es ist sehr eine blöde Frage. Es Ja. ist sehr eine blöde Frage. Dann lieber den Regentag. Abend. Wirklich? Ja. Eine Nacht im Regen draussen. Du hast kein Zelt, du hast keinen Schlafsack, nichts, du hast einfach deine Kleider. Ja gut, das halte ich durch. 5 Wochen irgendwo der Pampas ohne Fischen bin ich... Okay. Nein. Okay. Und du hast ja oben früher hast ja gesagt, du willst lieber die peinlichste Lebensgeschichte erzählen. Jawohl. Mit dem habe ich natürlich gerechnet. Ist so klar, dass du das fragst. Ja, natürlich. Und jetzt, lieber ein PB fangen, wo du aber nicht kannst beweisen, oder viele kleine Fische, die jeder sieht. Ein PB, den ich nicht kann beweisen kann. Dafür viele kleine sehen ja bei mir einmal. Eben. Das macht ja gar keinen Sinn. Liegt es vielleicht daran, mit dem PB nicht das können beweisen? Den PB kann ich leider beweisen. Der ist voll auf Video. Und zwar mit Foto und allem, das ist klar. Ja. Stell dir mal vor, du könntest die 1,30 Meter Hecht, wo du wegen deiner Nacht im Regen draussen
wegen deiner peinlichen Lebensgeschichte gefangen hättest, niemandem könnte, du kannst nicht beweisen, du hast kein Foto, nichts, es war niemand rum gewesen, weil du bist Ja, das wäre vielleicht alleine draussen im Regen gewesen, oder? Weil du hast ja deine... Also Köder unter dabei. normalen Umständen, wenn ich nicht so Social Media affin wäre, wie ich bin, es geht ja darum, wäre das dass- natürlich nicht so schlimm. Es geht ja darum, dass du so bist, wie du bist. Richtig, Ja, darum... Ob das gut oder schlecht ist, lassen wir jetzt mal so im Raum stehen. Dann, nein, ich muss einen Beweis haben für meine PBs. Also lieber Die viele kleine Genau. in dem Fall. Okay. Ja, gut. Das wär's gewesen. Ey, super. Ja, also so schwierig sind es jetzt also auch nicht. Okay. gewesen, Ich habe es ein bisschen knifflig gefunden. Ich wüsste nicht, wie ich gleich entschieden hätte. Ich glaube, ich hätte lieber einen Angeltrip ohne Köder genommen, statt eine Nacht draussen im Regen. Nein, bist du wahnsinnig. Weil, ja mal ein Angeltrip ohne Köder, da kannst du gleich Nacht, ein das sind 12 Stunden schneller Regen. bisschen... Ja, bist nicht patschnass. Du musst einfach immer sagen, Nein, Regen Ruhe. ist flüssiger Sonnenschein. Ja, wow. Und überall hast du Regenbogenkotzende Einhörner, oder was? Ja, Nein, easy. so Das Zeug stehst nehme du ich durch. nicht. Aber stell dir nimmst vor, du Zeug, bist ist mir 5 einfach Wochen im Amazonas und du hast keinen Köder. Ja, weißt du, wie schön die Amazonas-Gegend, kannst du ein bisschen wandern. Ja, du. Ich erinnere dich daran. Hallo? Willst du jetzt irgendetwas sagen? Ich habe noch nie Wanderschuhe gesehen bei Nico Di. Hey, mal sind unter den Stegen. Okay. Verstaubt und verschimmelt wahrscheinlich. Siehst. Ja gut, Ja, hey, das sehr wäre schön. es mit unserer bisschen chaotischen Ja, Folge nach Sommerpause. ja, aber ich glaube, wir haben glaube ich, eine Folge auch nicht gebracht. Wir haben eine Folge ich glaube, es ist auch nicht okay. Also. Aber wir geloben natürlich das nächste halbe Jahr. Ich würde sagen, es wird nochmal brutal. Ja, ich Wir haben glaube auch brutale Gäste, Ja. die nochmal kommen. Ja, Also wir können noch einen draufsetzen. Ja, absolut, absolut. Und Also, wir haben immer noch nicht genug. ihr könnt euch auf vieles freuen, auf viele Gäste freuen. Auf spannende Themen, Auf sehr spannende Themen. Genau, vor allem auch neue Themen, wo Leute vielleicht gar nicht damit vertraut sind. Und ich glaube, es hat auch noch niemand über die Themen geredet. Habe ich in auch einem das Gefühl. Ja, habe ich auch das Gefühl. Von dem her. Also, schön habt ihr wieder eingeschaltet. Schaltet auch das nächste Mal wieder ein. Jo. Und wir sind aus für heute. Hört das Outro vom Robin und wir sagen ciao zusammen. Yeah, erste Podcast in der Schweiz übers Fischen ist draussen. Eben schon Glas ins Bier rufen, Fisch verrückt, treffen sie den Buf oder werfen im Wasser. Die nächste Folge vom Forellenkönig und ein Bär sind im Kasten. Tight Lines, Baby!